Gesund leben und Wellnessen mit Hildegard-Tipps. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Swiss German Online. Ich bin Katrin Erni und wir wollen uns heute Gedanken machen über unser Essverhalten und unser Wohlbefinden. Zuerst geht es um Wasser, Wärme und pure Entspannung. Stell dir vor, du liegst in einem Schwimmbad, machst die Augen zu, schnaufst ruhig und tief und geniessest Unterwassermusik und lässt alles los. Oder du hockst in einem Jacuzzi und spürst, wie die Blätterli deinem Körper gut tun. An so einem Ort wie im Hotel Sante ist es wie in einer anderen Welt. Es ist ruhig, entspannt und du kannst einfach mal abtauchen, körperlich und geistig. Das Wasser hat eine spezielle Energie. Es trägt dich, beruhigt dich und hilft dir, wieder Balance zu finden. Und sind wir ehrlich, das brauchen wir doch alle zwischendurch, oder? Ich bin das letzte Wochenende Wellnessen. Ein Geschenk von meinem Mann. Das Gute an diesem Spa war, dass es mit molekularem Wasserstoff angereichert war und auch ein Silizium-Jacuzzi hatte. Das sind Spurenelemente, die helfen, jede einzelne Zelle von unserem Körper wieder zu regenerieren. Für unsere Gesundheit ist natürlich unsere Ernährungsweise auch ausschlaggebend. Jemand, der in dieser Hinsicht in der letzten Zeit an viel Popularität gewonnen hat und sozusagen wiederentdeckt worden ist eine deutsche Nonne aus dem 11. Jahrhundert, die heilige Hildegard von Bingen. Hast du schon mal von ihr gehört? Als Nonne hat sie nicht nur gebetet, sie hat Bücher geschrieben, Lieder komponiert und vor allem, sie hat Menschen Ratschläge gegeben, wie man gesund isst und wie man wieder gesund wird, wenn man krank ist. Ihre Bücher sind im letzten Jahrhundert wiederentdeckt und übersetzt worden. Es gibt nicht wenige Elemente von ihrer Lehre, die heutzutage anhand von medizinischen Studien belegt worden sind. Ihr Lebenswerk ist eine richtige Fundgrube. Für Hildegard war es wichtig, dass die Leute im Einklang mit der Natur leben. Sie hat gesagt, der Körper, der Geist und die Seele gehören zusammen. Sie hat zum Heilen Heilkräuter wie Fenchel, Kamille, Brennnessel und noch viel mehr eingesetzt. Und hat einfach gesagt, iss langsam, beweg dich genug und lass auf deine innere Stimme. Beim Essen hat sie vor allem auf Urdinkel und Maroni gesetzt. Besonders auch für kranke Leute unterstützt die richtige Diät den Heilprozess. Ich koche gerne zum Morgen nach ihrem Rezept. Das ist nämlich Urdinkelschrot, gekocht mit Äpfel, Zimt, Bertram, Diptam, Galgant und Honig. Das zum Morgen heisst Habermus. Manchmal tue ich auch noch ein bisschen Kurkuma, Kokosöl und Joghurt dazu. Das ist ein Genuss. Krass, wie aktuell das heute noch ist, oder? Und du? Was machst du für deine Gesundheit? Nimmst du ein Gesundheitselixier? Gehst du viel in die Natur raus laufen? Gehst du auch ab und zu in die Sauna oder in ein Spa wellnessen? Was ist für dich ein gutes Morgen? Trinkst du gerne Wasser oder Kräutertee? Tust du manchmal fasten? Versuchst du mit frischen Zutaten zu kochen oder hast du sogar eine spezielle Diät? Gesund leben muss nicht perfekt sein. Es geht darum, auf sich zu hören, genug zu schlafen, genug Wasser zu trinken und Bewegung im Alltag einzubauen. Jeden Tag ein bisschen. Frag dich jetzt und immer wieder, was könnte ich heute machen, was mir gut tut? Danke vielmals fürs Zuhören. Ob du gerade in der Wanne liegst oder auf einem Spaziergang bist, ich hoffe, du hast in diesem Podcast ein bisschen Ruhe und Inspiration gefunden. Und denk dran, Gesundheit fängt mit kleinen Schritten an. Es liegt in deiner Hand, ob du sie unterstützt oder untergräbst. Bis zum nächsten Mal. Hab Sorge zu dir. Möchtest du dich von anderen Schweizerdeutschlernern zu diesen Fragen inspirieren
und deine Sprachkenntnisse erweitern? Dann lade ich dich ein, an unseren wöchentlichen Konversationstreffen online teilzunehmen. Immer am Dienstagabend am 7. Melde dich bei mir. Tschüss und bis bald.